als die Idee geboren war, das Album wirklich zu machen, hatte ich so das Gefühl, ich brauche irgendwie ein gutes Intro für den Song. Haben wir dann auch gemacht und da bin ich auch sehr stolz. Das ist echt ein cooler Song geworden, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann hatten wir auf einmal 13 Titel. Und die Geschichte hinter Nachschwärmer ist wirklich eine sehr besondere, weil auf den allerletzten Metern, also alles war schon fertig, die Mixe von allem waren schon fertig, ein Teil der Songs war sogar schon kurz vorm Mastering, wollte ich einfach nicht ein Album rausbringen, das 13 Tracks hat. Also ich bin jetzt nicht besonders abergläubisch, aber es gibt Leute, die abergläubisch sind und ich finde 13 auch aus irgendeinem Grund keine schöne Zahl. 14 gefällt mir besser. Ich wollte aber auch kein Album machen, wo nur 10 Titel drauf sind, weil ich finde, das ist vor allem, wenn man dann auch eine CD macht und wir haben das Ding ja als CD auch pressen lassen, dann finde ich, ist das immer so ein bisschen auch eine Frage von Gegenwert. Also nicht, dass die Lieder nicht genug wert sind, aber ich finde, wenn man ein Album macht, sollten da auch wirklich, das soll einen mitnehmen in eine Welt und das sollte auch roundabout eine Stunde mindestens gehen. Das ist so mein Anspruch heute und ich komme auch aus einer Albumwelt raus. Und dann brauchte ich noch eine Nummer. Und ich hatte schon länger eine Idee rumliegen, wo ich auch wusste, das wäre eine gute Schlussnummer für ein Konzert oder da sind wir wieder beim Thema früher Schallplatte, CD. Ich mochte immer diese Idee von Hidden Tracks. Also für die das nicht mehr kennen oder nochmal kurz erklärt. Hidden Track gab es zum Beispiel bei den Beatles, auf der Abbey Road ist ein Hidden Track drauf. Das heißt, da war am Ende noch Platz auf den Rillen. Da hat man dann auch schnell noch gesagt, komm, wir nehmen noch kurz ein kleines Ding auf. Hat das dann teilweise gar nicht auf die Tracklist geschrieben, sondern wenn man die Platte einfach laufen ließ, ist am Ende nochmal ein Song gekommen und das war dann natürlich eine marketingmäßige Sensation für Leute. So, ey, da ist noch ein Song hinten drauf, mega geil, was ist das denn? Wenn man heute Abbey Road guckt, steht der Song Her Majesty auch unten drauf und ist kein Hidden Track mehr und in einem digitalen Ding, ich habe geguckt, aber man hätte höchstens in den letzten Song den Song noch hinten reinbauen können. Vielleicht mache ich das mal ein andermal. Ich wollte einfach 14 Tracks und ich wollte aber so einen Song, der auf jeden Fall klingt wie Ende. Also wirklich so ein Unplugged-Ding. Und eigentlich sollte der Song so klingen, als hätte jemand das Mikro noch im Raum angelassen und man hätte dann noch spontan irgendwie gespielt. Also habe ich den Song geschrieben, Text geschrieben, Melodie gemacht und ist dann auch ein bisschen länger geworden, also wirklich eine Songlänge. Habe das Ding dann in meinem Studioraum mit Gitarre und einem Mikrofon aufgenommen, habe das ein bisschen rumgeschickt an Leute, mit denen ich sonst auch so schreibe und mich austausche und habe dann irgendwie gemerkt, ich finde es cool, also mir hat es wirklich gut gefallen, waren auch Fehler drin, also ich wollte auch kein Pitching einbauen, dass die Stimme irgendwie richtig perfekt klingt oder irgendwie so überproduziert, sondern wirklich so Mikro an, singen, am Ende maximal ein bisschen Hall drauf, das Ding mastern, fertig. Ne? Und dann kam die Resonanz von mehreren Seiten, ey Philipp, der Song ist zu gut aus unserer Sicht, produziere den nochmal ein bisschen aus, da ist mehr Potenzial drin. Und dann sitzt man und denkt so, scheiße, Abgabetermin, das wird alles super knapp, auch wenn man selber das Label ist, aber es muss ja trotzdem irgendwie vorbereitet werden, gemastert werden. Ich muss das jetzt fertig machen. Und ich habe dann wirklich in der Nacht- und Nebel-Aktion den Song neu produziert, versucht, meine Kernidee zu erhalten. Und es ist, glaube ich, jetzt ein richtig schöner Mix geworden, so ein bisschen modern, wie einige Singer-Songwriter heute produzieren. Wenn ihr genau reinhört, da sind Subbässe drin, also so tieffrequente Bässe, wie man sie aus modernen Produktionen kennt. Sehr elektronische Synthesizer haben den Weg da reingefunden zu dieser doch sehr gut live aufgenommenen Gitarre, die sehr räumlich klingt. Ist also so ein bisschen so ein Sound-Nerd-Song, der mir Spaß gemacht hat zu produzieren. Und die Nummer ist einfach ja, so ein schöner Abschluss für ein Album, weil im Prinzip geht es in Nachschwärmer um diese, es ist auch wieder nicht ganz klar, ob es jetzt ein Liebespaar ist oder nicht, aber diese Situation, zwei Personen sind eigentlich im Begriff, nach Hause zu gehen, die Nacht zu beenden, schlafen zu gehen und man lässt sich noch so treiben. Ihr kennt das vielleicht alle, so gerade so im Sommer, man ist dann irgendwo noch draußen und zieht noch mal ein bisschen rum, man genießt die Sommerluft, man beobachtet die Sterne, beobachtet die Lichter der Stadt, unterhält sich noch ein bisschen, besorgt sich irgendwo noch am Kiosk ein Bier oder so. Also all diese Sachen stecken in Nachschwärmer drin. Und ich möchte das auch so ein bisschen verewigen, weil ich bin jetzt auch keine 20 mehr, ich habe das nicht mehr allzu oft, aber auch in den 30er Jahren kommt das noch des Häufigeren vor. Und dementsprechend ist das eine Sache, die man immer mal wieder erlebt in seinem Leben und die noch mit auf das Album über Mileve drauf mussten. Diese Facette von die Zeit vergessen und einfach nur das Leben genießen. Und ja, ich hoffe, das ist gelungen und ist daher der Hidden Track, auch wenn er nicht versteckt ist, von meinem Album und ein echt schöner Song geworden. Mileve.